Also, wenn jetzt ja Sauerei ist, dann habe ich gedacht, dann müssen wir uns doch auch mal ein bisschen intensiver mit der Säue auseinandersetzen. Mir ist aufgefallen, dass Säue im Metal zwar nicht das Hauptthema sind, aber dass sie doch ganz prominent vorkommen. Alle Metal-Songs, die ihr heute schon seit dem 9. gehört habt, die gelaufen sind in dieser Playlist, die haben irgendetwas mit Säue zu tun gehabt. Da waren bekannte Songs dabei wie Warpigs von Black Sabbath oder das Album Generation Swine von Mötley Crüe oder da gibt es die bekannte Grindcore-Band Pig Destroyer und ja, gerade im Grindcore, da ist ja der Pig Scream, also das Grunzen und Schreien wie eine Sau, eine ganz wichtige Gesangsart. Oder dann ist natürlich auch ganz wichtig das Maskottchen von Motorhead, oder? Das ist ein Warpig, so eine Kriegssau. Aber auch in der Bibel da kommen Wildsäue und Säue vor. Das Wort im Hebräischen das ist nämlich das gleiche für Sau oder für Wildsau. Und wir haben im Eingangsstück von Andrew Bond, dem Kindersänger, am Anfang des Gottesdienstes gehört, wie zweischneidig der Blick auf die Säue ist. Es kommt nämlich ganz auf unsere Perspektive drauf an. Die Israeliten die haben jetzt schon nicht wirklich ein positives Bild von der Säue gehabt. Mit Gott hat ihnen ja auch geboten, dass sie nicht Saufleisch essen sollen. Und auch wir heute brauchen Wörter wie sauordnig oder saudreckig. Aber da gibt es auch die positiven Seiten. Ich finde zum Beispiel Speck saumässig gut. Oder man redet sonst von saugut. Aber auch die Israeliten haben nicht nur negativ über die Säue und Wildssäue gedacht. Es hat sogar Priester gegeben, die den Namen Chesir, eben Wildsau, getragen haben. Und die Römer, die Besatzungsmacht von Israel zur Zeit von Jesus, die haben natürlich noch viel positives Bild von der Säue gehabt. Zum Beispiel die 10. Legion, die Israel besetzt hat, die hat sogar einen Eber als Wappentier gehabt. Heute Morgen da steht jetzt aber ein Wort von Jesus aus der Bergpredigt im Zentrum, wo es um Säue geht. Ich vermute, fast alle von euch kennen das Sprichwort oder das geflügelte Wort, die Perle nicht vor die Säue werfen. Und wir schauen heute an, woher das kommt und machen uns gemeinsam auf den Weg, herauszufinden, was es uns heute könnte sagen. Und alle liest uns jetzt aus der Bergpredigt von Jesus, aus dem Evangelium nach dem Matthäus. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Text im Booklet mitlesen. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gebt das, was heilig ist, nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Säue, sonst zertreten sie die Perlen und reißen euch in Stücke. Die Perlen nicht vor die Säue werfen. Auf den ersten Blick scheint es eigentlich wie klar, um was es geht. Ja, man soll das, was einem wertvoll ist, nicht irgendwie an unwürdige Leute verschwenden. Das habe ich lange gelesen, aber ich habe mittlerweile den Eindruck, dass es nicht das ist, was Jesus uns sagen will. Säue steht tatsächlich für die anderen. Für die nicht oder nicht zum Kreis der Jünger von Jesus gehören. Das schon. Die Säue sind ja für die Juden sogenannte unreine Tiere, die sie nicht essen dürfen. Mit der Säue sind darum Leute gemeint, die nicht zur jüdischen Gemeinde gehören.
Säu klingt jetzt nicht so schmeichelhaft, aber ich glaube, das ist von Jesus nicht einfach negativ gemeint. Weil die Säue, die haben ja effektiv ein Recht, aggressiv zu werden, wenn sie gefüttert werden mit etwas, was sie gar nicht essen können, eben mit den Perlen. Und unrein, das ist bei den Juden auch nicht eine wertende Kategorie, sondern es ist eben so eine kultische Kategorie, also für einen Gottesdienst. Darf man in dem Zustand, wo man jetzt gerade ist, am Gottesdienst teilnehmen? Ja oder nein? Aber es ist nicht schlecht oder gut, sondern es ist einfach, geht es jetzt oder geht es jetzt nicht? Und die Juden selber sind eben immer wieder auch in einem unreinen Zustand. Also unrein ist nicht einfach schlecht. Und was geht Jesus jetzt also mit dem Wort? Vom Perlen nicht vor die Säue werfen. Aus dem Parallelismus, oder wenn ihr schaut, es gibt zwei Sätze hintereinander, oder? Mit den Hunden und der Säue, würde ich sagen, voll klar, dass die Hunde und die Säue die gleiche Personengruppe meint. Und genauso darum meint auch das Heilige und Perlen das Gleiche. Also man soll das Heilige nicht einfach so fremden Leuten als Essen vorsetzen, würde ich sagen. Das Heilige par excellence im Judentum, das war das göttliche Gesetz. Das Gesetz von Mose. Und darin sind alle Fragen von der Moral und von guter und richtiger Lebensführung drin geregelt. Und darum meint Jesus sagt da Folgendes. Meine lieben Jünger, meine lieben Schüler, die müssen denen, die noch nicht zur Gemeinschaft von meinen Nachfolgern gehören, nicht Fragen von der Moral und der Lebensführung, von guter und richtiger Lebensführung irgendwie um die Ohren schlagen. Ihr macht sie damit nur verrückt. Die Kirche war leider schon immer gut drin, die Moralkühle zu schwingen. Und da nehme ich mich nicht aus. Leider haben wir Christen die Worte von Jesus bis jetzt oft zu wenig verstanden und beherzigt. Säue brauchen Futter, keine Perlen. Was Gott durch die Bibel über Moral und Lebensführung sagt, das ist aus meiner Sicht tatsächlich eine wertvolle Perle. Aber jemand muss Gott zuerst als nährenden, liebevollen, barmherzigen Vater und Mutter erleben, damit sein Herz so verändert werden kann, damit die Perlen irgendwie überhaupt Sinn machen. Die gute Lebensführung ist nicht Nahrung, sondern die Folge der Nahrung. Zuerst müssen die Löcher in meiner Seele gefüllt werden. Zuerst muss ich Annahme bei Gott und Menschen erleben. Erst dann kann es allenfalls Schritt für Schritt zu einer Veränderung von meiner Lebensführung kommen. Wenn es zuerst darum geht, dass man äußerlich anständig wird, damit mit der Kirche willkommen ist, dann sind wir auf dem Holzweg. Gnade kommt immer vor der Heiligung, theologisch gesagt. Und Gott will deinen Hunger und deinen Durst stillen. Und wenn du vielleicht Kirche bis jetzt oder Kirche dir nicht essbare Perlen oder kein essbares Futter geliefert hat, dann verstand ich, wenn du aggressiv geworden bist in der Vergangenheit. Moral kann man nämlich nicht essen. Moral kann man nicht essen. Aber Gott will deinen Hunger und Durst, meinen Hunger und Durst stillen. Und vielleicht muss Kirche einfach noch ganz anders aussehen, dass man Nahrung bekommen kann. Vielleicht müssen Christen als das Kirchensein zuerst wirklich noch so richtig als Gemeinschaft lernen leben, eben als Familie. Ich glaube, das Himmelfahrtskommando und das Metal Church haben da den gleichen Herzschlag. Wir sind gemeinsam mit euch auf der Suche, wie eben Kirche so aussehen könnte, wie eine Seelenkirche aussehen könnte, wo eben Licht von der Welt ist, Salz von der Erde und wo Nahrung hat für die Säue. Und dann aber auch Perlen daraus entstehen. Aber zuerst braucht es Nahrung. Und dann können Perlen daraus entstehen, und nicht, dass man eben mit der Moralkühle schwingt und Perlen vor die Säue wirft. Er möge uns Gott doch Gnade schenken, das zu entdecken. Ich lobe dich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit Amen. Ich habe euch jetzt Futter gegeben zum Denken. Ich hocke an den Tisch. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen über das, was ich gesagt habe, oder auch das, was vielleicht sonst aufgebrochen ist. Ihr findet im Booklet auch ein paar Anregungsfragen für das Gespräch miteinander. Ich stelle sie hier einfach mal kurz in den Raum.
Was nährt dich? Körperlich, seelisch, geistig? Was ist dir heilig? Wo erntest du von anderen dafür aber Missverständnis, wenn die Sachen heilig sind? Welche geniessbare Nahrung kannst du anderen anbieten? Und wo siehst du bei dir selber Lernbedarf zum Umlernen, wo vielleicht bei der Kirche? Für die nächste knappe Viertelstunde habt ihr Zeit miteinander ins Gespräch zu kommen.